Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, es ist soweit, mein letztes Video aus Serbien. Ihr seht da neben mir jetzt auch nochmal wieder ein paar Eindrücke und Impressionen aus meiner Heimatstadt Loznica, die ich zu diesem Zeitpunkt ja bald verlassen werde. Bis auf weiteres. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder hier bin. Ich hoffe, um den Januar herum kriege ich noch ein bisschen sowas an Resturlaub, aber ich komme wieder. Ja, was soll ich großartig sagen? Es hat 2 Wochen lang gedauert, um sich ein bisschen hier zu integrieren oder neu zu integrieren. Ich meine, ich komme ja ursprünglich von hier, bin zwar hier nicht geboren, aber hier liegen meine Wurzeln und ja, ich hoffe, die Eindrücke und die ganzen Impressionen sind so für euch ein bisschen interessant. Ansonsten, ich meine, bald sehen wir uns ja wieder in der üblichen Umgebung, das übliche Wohnzimmer. Zu diesem Zeitpunkt sind es dann also nur noch wenige Stunden, bis ich wieder in Deutschland bin. Freue ich mich? Naja, halbwegs. Ich freue mich natürlich auf meine Freunde. Ich freue mich auf den FC. Ja, aber auf den Rest, naja, was soll ich ja großartig sagen? Hier habe ich auf jeden Fall eine schöne Zeit gehabt. Das ist wirklich hier sehr angenehm. Der Alltag ist hier sehr angenehm. Die Leute sind deutlich entspannter und auch, ja, wie soll ich sagen, hier sind die Dinge noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hier laufen sie ein bisschen angenehmer ab, deutlich weniger Aggressivität im Alltag und dergleichen, ob ihr es glaubt oder nicht. Also es ist tatsächlich so. Ja, aber gut, ein bisschen Real Talk können wir gerne dann bei meiner Nachbesprechung des anstehenden Spiels, weswegen wir heute auch hier sind, durchziehen, falls ihr daran Interesse habt. Und das ist unser Spiel am Samstag gegen den FC Magdeburg. Ja, das ist jetzt die Frage. Ist das hier ein Duell auf Augenhöhe? Ich würde sagen, ja, eindeutig. Also eine sehr torgefährliche Mannschaft. Bisher sehr viele torreiche Spiele geboten. Und zu Recht auf Tabellenplatz 4 aktuell. Hat einen Punkt mehr. Dieses Team hat einen Punkt mehr als wir. Also wir haben jetzt 7, die haben 8 Punkte. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was wird da am Samstag geschehen? Also ich bin auch wieder anwesend. Lustigerweise habe ich nämlich einen Flug gebucht, wo ich ungefähr um 9 Uhr morgens wieder in Deutschland ankomme. Und natürlich kann ich abends dann zum Spiel hin. Ja, habe ich tatsächlich den Flug genauso gebucht. Jetzt darf jetzt nichts hier schief gehen. Ich hatte mal hier in Serbien jemanden vom Flughafen abgeholt. Da hatte der Flug 10 Stunden Verspätung, weil eine Taube in die Turbine geflogen ist und dringend ein Ersatzflugzeug gefunden werden musste. Also habe ich auch schon erlebt. Hoffentlich passiert mir das jetzt nicht am Samstag. Aber ich gehe mal davon aus, dass alles nach Plan läuft. Dann bin ich dann abends auch im Stadion. Da hoffe ich natürlich, dass ich jetzt nicht hier der Seuchenvogel bin, weil der FC hat ja in meiner Abwesenheit ziemlich geil abgeliefert. Auch die Nationalspieler unseres Vereins haben beeindruckende Leistungen gebracht, insbesondere in der U21. Wie viel war es noch? 10:1? Also keine Ahnung, ich verfolge, was Nationalmannschaften angeht, nur die serbische so richtig und werfe da meistens so ein Auge höchstens noch so ein bisschen auf Deutschland. Also ich bin halt ein Serbe, der FC-Fan ist. Das heißt, das ist halt so meine Identität. Ja, Player to watch bei Magdeburg. Das wird Martijn Kars sein. Also ich habe jetzt extra nochmal recherchiert. Es heißt Martijn, mein lieber Pierre von Köln in Zeit. Du hast Martin gesagt. Immer schön merken, bei den Niederländern ist ein I und ein J immer ein AI oder ein EI. Nimmt's, wie ihr wollt. Also, was erwarte ich denn? Ich erwarte ein torreiches Spiel. Ich erwarte natürlich auch und erhoffe mir, dass wir dieses torreiche Spiel auch gewinnen. Deswegen ist mein Spieltagstipp tatsächlich auch ein 3:2. Ich erwarte einen sehr, wie soll ich sagen, spektakulären Abend in Müngersdorf. Ein Abend, wo es ein Wechselbad der Gefühle geben wird. Ja, wie gesagt, Duell auf Augenhöhe ist meine Vermutung und das wird, glaube ich, nicht so ein Sieg sein, den wir mit Leichtigkeit einfahren werden. Ja, der FC Magdeburg ist natürlich auch an und für sich jetzt so, wenn ihr meine Meinung zu diesem Verein wissen wollt, ein Verein mit einer ziemlich beeindruckenden Geschichte.
der einzige Verein der ehemaligen DDR, der einen europäischen Titel gewonnen hat. Einen Titel, der mittlerweile gar nicht mehr existiert, was ich übrigens sehr schade finde. Also der Europapokal, der Pokalsieger, den sie gewonnen haben, der wurde ja abgeschafft dann irgendwann um 1999 herum. Finde ich natürlich sehr schade für solche Vereine. Also ich denke da an Vereine halt wie Magdeburg oder Dynamo Tiflis. Ich meine, die haben einen Titel gewonnen, den es heute nicht mehr gibt. Da sage ich auch ganz ehrlich, die UEFA, nochmal eine kleine Kritik an der UEFA, da haben sie dann irgendwann mal die Conference League eingeführt. Da sage ich ganz ehrlich, hätten sie gesagt, die Conference League ist der legitime Nachfolger des Europapokals, der Pokalsieger, dann würde keiner was sagen und die Daseinsberechtigung dieses Cups in Frage stellen. Also anstelle der UEFA würde ich jetzt einfach mal sagen, Leute, ist der Nachfolger dieses Cups. Wir haben den Cup wieder eingeführt, er hat nur einen anderen Namen. Aber gut, das sind Magdeburgs Probleme, nicht unsere Probleme. Unsere Probleme, die sind aktuell nicht vorhanden. Wir haben aktuell eine ziemliche Harmonie im Verein, die ich natürlich auch gut heiße. Es ist schön, dass mal wieder ein bisschen ruhiger ist und das Sportliche dann doch wieder auf positive Art und Weise in den Mittelpunkt rückt. Und ich hoffe, dass sich das jetzt am Samstag fortsetzt. Sicherlich nicht mit so einer Leichtigkeit wie bisher, so ist immerhin meine Vermutung. Aber ich glaube trotzdem, dass wir das Spiel letzten Endes gewinnen werden. Mit ziemlich viel Anstrengung. Ja, das war's dann. Ich bin bald wieder da. Ich verlasse dieses wundervolle Land, meine wundervolle Stadt, in der ich mich größtenteils aufgehalten habe. War zwar nicht so leicht, die Videos aufzunehmen, vor allen Dingen, weil die Uploadrate so miserabel ist, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, diese Stadt hat ein bisschen so ein Standing bei euch erreicht und ich konnte euch ein bisschen dafür begeistern. Bald geht's wieder weiter wie gewohnt. Und da würde ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.